Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Panorama. Heute aus Bern. Wir haben folgende 2 Beiträge für euch parat. Gastrogringen vor Wochen, Lemes in Langasse und Knatsch um einen Campingplatz in Estavayer. Metze in Ex-Metzgerei. Prost statt Bullenschenkeln. 70 Jahre lang haben Lemes eine Metzgerei in Langasse geführt. Seither hat sich still und leislich ein Kollektiv eingerichtet. Und jetzt öffnen sie die Türen. Meine Kollegin Daniela Dambach hat bereits reingeläuselt und weiss mehr. Die Metzgerei war zu Hause, ist leer geworden. Hier haben wir ziemlich schnell gesehen, dass da irgendetwas schlummert, dass es ein richtig lässiger Ort kann werden kann. Auf der einen Seite sind das all die Weine von Satellites of Love, Cider von mir, aber auch wie hier hinten dran im Gestell Sachen von verschiedenen Naturwinzerinnen von der ganzen Welt eigentlich. Mit einem Schwerpunkt auf hiesigem Arbeiten. Und bei den hiesigen Produzentinnen arbeiten wir auch mehr mit der jungen Generation und nicht mit den Pionierinnen, die eigentlich schon etabliert sind und überall gelistet sind. Wir sind angesiedelt um die Satellitenstation, Bodensatellitenstation in Brentjong. Dort wird vieles darüber gemunkelt. Es ist ein für Telekommunikation genutzter Ort. Und wir wollen dort eine neue Energie an diesen Ort bringen. Es ist angelehnt, der Name auch an einen Song von Lou Reed. Und ja, wir beleben den Ort neu und bringen dort neue Energie her. Wir machen wie in Brentjong, respektive in Leukstadt und hier in der Langasse. Wir machen das 2. Jahr, also respektive jetzt das 3. Jahr, haben 2 Weine entweder in den Flaschen oder in den Tanks. Hier in der Langasse ist der erste Jahrgang letzten Herbst entstanden. Und hier haben wir eine der ersten Flaschen, die hier schon abgefüllt wurde. Das ist ein Piquet, das Sangre di Langasse heisst. Es macht einfach extrem viel Spass, so etwas zu machen. Funktioniert nur, wenn ganz viele Leute dabei sind, die auch Freude haben daran und mithelfen und irgendwie ehrenamtlich auch leisten. Das Problem ist, man weiss vorher nie, wie gut dass so etwas wird laufen, wie das angenommen wird. Wenn wir hier etwas verdienen nach diesen 3 Monaten, wenn etwas zurückbleibt, dann fließt das eigentlich ins Projekt hinein, dass es hier eben ein dauerhafter Betrieb wird. Luxusgäste führen zur Vertreibung, sagt Rolf Wern. Er ist Tourcamper in Estavayer. Es sieht danach aus, als müssten er und alle anderen Langzeitcamper ihr Plätzchen Ende Saison 2026 räumen. Mein Kollege Ben Abeckle war vor Ort. Wir haben die Information letzte Woche bekommen. Das war eine Katastrophe für uns. Ja. Wir sind eingeladen worden von der Gemeinde und vom TCS. Und wir haben aber nicht gewusst, genau, was passiert wird oder was uns gesagt wird. Und das war die kalte Dusche. Uns ist gesagt worden, am 26. Also 2026 seid ihr nicht mehr da. Was war die Begründung oder wieso wird man jetzt rausgeworfen? Geld von mir aus gesehen, das ist jetzt meine eigene Meinung. 4-Sterne-Campingplatz, TCS. Saisonmieter wollen wir nicht mehr. Wir wollen mehr Luxusleute. Das ist mein Gefühl. Hat man denn vorher Informationen bekommen oder hat man vielleicht persönlich auch mal etwas gehört von dem Ganzen, von diesen Plänen? Persönlich nicht, leider, muss ich sagen. Im Januar ist uns kommuniziert worden von der Gemeinde, dass sie den TCS ausgelesen haben als neuer Pachter für den Campingplatz, was eigentlich gut und recht ist für uns, aber mehr, nein. Und seither hat man mit ihnen reden, sich austauschen? Sehr schlecht. Wir sind per Mail eingeladen worden. Es ist auch uns gesagt worden, wir können Fragen stellen, dass sie sich vorbereiten auf den Abend. Das habe ich auch gemacht persönlich, aber absolut keine Frage, die ich gestellt habe, ist diesem Abend hergekommen. Was bleibt jetzt da für ein Gefühl zurück nach dem Ganzen? Ja.
Heute ist ein bisschen Wasser unter die Brücke geflossen. Wir sind hier eine Gemeinschaft am Gründen. Wir wollen uns nicht machen. Den schönen Ort wollen wir behalten. Und wir werden schauen, was machbar ist. Jetzt übergebe ich das Wort an Matthias Mast aus unserem Talk «Zusammen im Zentrum». Mein heutiger Gast ist Bettina Jans-Troxler. Sie ist Gemeinderatskandidatin der EVP auf der Mitte-Rechts-Liste. Sehr spannende Person, weil sie hat noch ein Projekt, das nicht nur heisst, ich will in die Regierung. Sie hat ein Klosterprojekt in Bern. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Erlebnisferien. Made in Bern. Eins vorweg, was das derzeitig wechselhaft und kühle Aprilwetter betrifft, so sehen wir aktuell kein Ende in Sicht. Aber wir haben euch erst den 17. April. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Zu verdanken haben wir das Wetter einem Hochdruckgebiet westlich von den britischen Inseln und einem Tiefdruckgebiet über dem Baltikum. Dazwischen hat uns eine labile und mäßig feuchte Polarluft erreicht und hat sich an die Alpen gestaut. Es geht auch morgen oft einen stark bewölkten Start in einen neuen Tag. Besonders im Oberland ist es nass und einen winterlich weißen Start gibt es teils schon ab 500 Meter. Das aber in erster Linie inneralpin. Im Mittelland begegnen uns Schneeflocken eher ab rund 700 Meter. Und nachdem wir das vergangene Wochenende in einen Sommerkleider geniessen durften, starten wir morgen wieder mit der Winterjacke in einen neuen Tag in Bern. Da gibt es um die 1 Grad. Es bleibt am Nachmittag bewölkt, aber über dem Flachland gibt es ein paar Auflockerungen. Dazwischen brauchen wir aber auch hier und da den Regenschirm. Im Oberland bleibt es länger stark bewölkt und hier wird es häufiger nass. Trotz ein bisschen Sonnenschein am Nachmittag bleiben Temperaturen im einstelligen Bereich, begleitet werden wir von einer leichten Brise. Ja, nach einem frostigen, bewölkten, aber trockenen Start in den Freitag erreichen uns neue Niederschläge. Flocken begegnen uns ab rund 800 bis 1000 Meter. Und in der Nacht auf den Samstag erwarten wir besonders Richtung Voralpen zum Teil stärkere Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Samstagmorgen bis gegen die 500 Meter. Im Flachland da liegt die Schneefallgrenze ein bisschen höher. Und in diesem Wetterstil geht es am Wochenende weiter. Die Chancen stehen derzeit aber gut, dass der Start in die neue Woche zumindest trocken und teils sogar sonnig glückt. Das war schon wieder von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.